Servus Leute, willkommen bei Spielemamos, Scott Pilgrim vs. The World, The Game Part 4. Ja. Und 5 hängen wir auch noch mit dran. Machen wir durch. Ja, wir haben wirklich ein Problem, dass es asynchron ist. Noch eine Zeit, weil das Webcam-Bild nur mit 20 FPS aufnimmt. Das ist ein bisschen Aufwand, aber es rentiert sich. Meiner Meinung nach, ich finde es ganz cool. Machen wir einfach mal weiter. Und ich möchte heute, während wir hier spielen, soll ich der Level 16er schon nehmen übrigens, oder sollen wir einfach nochmal alte Levels spielen? Ich weiß nicht. Ja, Wir sind jetzt eigentlich schon beide Level 8, das müsste eigentlich mit ja, komm, da hau mal einfach durch, hau mal rein. Ja, ich würde gern über Dark Knight Rises reden, der dritte Batman-Film vom Nolan. Viele fanden ihn ja schlechter wie der zweite. Ich fand ihn besser wie der zweite. Nur um das mal so ein bisschen zu sagen. Ich war jetzt 3 Wochen nach der Premiere war ich jetzt im Kino und ich finde ihn besser. Es ist einfach, ich finde die Charakterentwicklung besser. Ich will nichts spoilern, aber es ist richtig geil. Der Alfred und der Batman und der Bane und Hammer. Und du magst kein Batman. Ich hab den ersten geguckt, ich hab dann mit dem Pinguin geguckt. Ja, die ältere habe ich geguckt. Nicht vergleichbar mit den neuen. Nicht vergleichbar. Obwohl ich die alte auch geil fand. Halt nicht so superheldig, finde ich. Ja. Das ist es ja, der ist ja nicht wie super. Der ist scheiße. Jo, komm, probieren wir es doch gleich im 4., oder? Okay. Probieren wir es. Komm. Wenn jetzt ein paar Continues mehr. Oh Gott, oh Gott, ne. Ich hab mal niesen müssen, ich hab genossen. Geht nur den Nies. Ah, okay. Das wäre wieder. Sind wir das letzte Mal verreckt? Ja, also ein bisschen später, aber ja, wir sind hier verreckt. Deshalb tut mir leid. Oh Gott, es tut mir leid. So, was ich mir gestern gekauft habe, das habe ich dir aber auch noch nicht gesagt. Oh. Das ist John Carter von Mars. Ist ja Geschichte schon, die, ich glaube, über 100 Jahre alt ist. Ein Film oder was? Naja, es war halt vorher Buch. Ach, war das dieser Disney-Film? Ja, genau, war Disney. Das hat mich auch erstmal ein bisschen die ganze Zeit abgeschreckt. Der ist schon draußen auf DVD? Der ist schon draußen, genau. Deswegen habe ich mir danach erstmal bloß die DVD geholt. Die hat 12 Euro gekostet, unser Turm. Weg! Haha. Weil ich halt nicht genau gewusst habe, ist er jetzt gut oder ist er nicht gut. Also die normale DVD nur geholt? Genau. Ja, im Grunde reicht das auch aus. Wenn man sich nicht sicher ist, würde ich auch immer die DVD empfehlen. Ey, du Schlamm. Und der ist gar nicht so schlecht. Man sieht zwar so die Parallele, sag mal gut. Man kennt ja sowas wie Scorpion King oder die Mumie Pathfinder und sowas. Das ist halt wieder ähnlich ein Superheld-Gerät in. Also kein Superheld, sondern der Held gerät in eine Welt, wo alles scheiße ist und Gefangenschaft und Barbare und Krieg und so und bla 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 und Liebe und Bumse und was weiß ich nicht. Aber so ist er gut gemacht, also für einen Unterhaltungsfilm ist er wirklich gut. Du gibst ja auch dann auf dem Mars verschiedene Rassen, also der kommt ja auf dem Mars, ich weiß nicht, ob du die Story kennst. Nee. Das ist eigentlich ein Elite-Offizier von der amerikanischen Armee im 19. Jahrhundert, 1860 rum. Okay. Und dann Unabhängigkeitskrieg. Aha. Und er desertiert und ist dann auf der Suche nach einem Schatz. Mhm. Und will halt so einen Goldschatz finden, der in einer Höhle sein soll. Also so ein Abenteuerfilm auch. Ja, genau. Das ist die Höhle. Ich verrate jetzt nicht zu viel, in der Höhle passiert halt was, wo er auf dem Mars halt teleportiert wird und ja. Da beginnt dann halt so das Abenteuer. Ist aber ganz gut umgesetzt, ist unterhaltungsmäßig gut, Dialoge sind wie bei den meisten Filmen, wie bei Prince of Persia, da ist halt nichts Neues, aber gute Unterhaltung. Gute Unterhaltung, gute Action. Ah, ja. Nur zu empfehlen. Ich bin runtergekommen. Man braucht da nicht. Das können wir öfters machen, Herr. Spiele und dabei über Filme reden. Das ist auch interessant. Für Leute, die das Spiel nicht interessiert, die gucken dann das Video over. Spielen wir mal mit Film-Review. Ja. Was ich noch sagen wollte zu Batman, was mir gerade noch einfällt. Viele fanden ja der zweite besser. Aber ich muss sagen, der Heath Ledger war super als Joker, keine Frage. Aber er allein hat den Film nicht ausgemacht. Und das ist das. Der Heath Ledger ist halt nie mit dabei.
Es ist ein Film, wo man von vorne bis hinten aufpassen muss. Es ist Unterhaltung auf sehr hohem Niveau eigentlich, obwohl es ein Superheldenfilm ist. Viele verzwickte Geschichte, extrem nice. Ja, und die Figurenentwicklung, alles super durchdacht und ist halt ein Nolan-Film. Das ist der Inception gemacht hat und so Zeug. Es sind auch viele von Inception dabei. Es waren auch viele kleine Nebenrollen dabei für die Leute, die Dexter kennen. Der Quinn aus Dexter hat einen Polizist gespielt in einer ganz kurzen Nebenrolle. Fand ich aber lustig. So als Beispiel. Ah, gut. Da fällt mir auch gerade was ein. Jetzt machen wir halt 2 Filme. Kein Problem! Der Dingens von der Heisenberg von Breaking Bad spielt in Dingens vom Mars spielt er ein Offizier von der Army. Also der spielt auch in Drive mit, also seit er in Breaking Bad dabei ist, Bryan Cranston kriegt da gut Rolle. Aber er ist auch einfach gut. Also ganz ehrlich, wer Breaking Bad noch nicht gesehen hat, schaut Breaking Bad. Ja. Es ist so ein geiler Schauspieler und ich hätte es nie gedacht, wenn ich nur Malcolm gesehen hätte. Aber warten noch mit der Staffel, die sind noch, selbst auf DVD noch sehr teuer. Also sagen wir mal im normalen Handel. Ja, was war denn das? Belebt mich schnell. Oh, bitte. Jawohl. Scheiße Ninjas. Ach stimmt, wegen der Ninjas war mal tot. Ja, Breaking Bad, ich würde warten. Es kommen jetzt noch 2 Staffeln, ich glaube. Die 5 läuft jetzt aktuell in Amerika. Und die teilen es, glaube ich, in 2 auf, jeweils 8 Folgen. So wie ich es verstanden habe. Und ich würde sagen, warten noch das Jahr. Leiht euch die Staffel irgendwo aus. Und die 2 Jahre warten und dann irgendwie eine Komplettbox holen, weil die werden auch relativ schnell günstig Komplettboxen, finde ich jetzt. Siehe Lost, siehe verschiedene Serien. Ja, Lost hatte ich ein super Schnäppchen auf Amazon England. Ich habe für Blu-ray für die Komplettbox 60 € bezahlt oder was. Also 10 Staffeln pro Euro. Das ist gut. Ja. Ich habe ja heute einen Kommentar geschrieben auf Amazon, ich konnte es mir ja nicht kneifen. Ihr seid Wichser. Ja, das mache ich jede Woche eigentlich. Nee, Caprica, das habe ich ja dem letzten Mal in der Review schon mal auch gesprochen, dass ich das gern hätte, wenn jemand weiß, wo ich es billiger kriege. Man kriegt es in Frankreich, aber ich glaube, da kann man es mit dem Kontoeinzug nicht so einfach Ja, ich habe es probiert, du kannst mit der Kreditkarte bestellen. Also wenn du das willst, kann ich dir es bestellen. Okay, können wir halt Mittag mal gucken. Heute und. Ja, die verkaufen das hier für 65 €. In Frankreich kriegst du es für 30 €. Und es ist der Frankreich-Import. Das ist der Import. Man hat halt die englische und die französische Tonspur. Ist so scheißegal, wenn man Englisch kann, dann ist so egal. Und die schlagen da 30 € drauf. Und da habe ich halt nochmal hingeschrieben, hab andere Käufer dann gewarnt, sie sollen es nicht kaufen und hab halt nochmal den Link. Das ist üble Nachrede, ich verklag dich. Scheißegal. Die Leute, wo das verkaufen, einen Händlershop, die werden eigentlich genug verdienen, denke ich mal. Du kommst nicht auf so Box drauf an und hab dann halt hier gesagt, kaufen sie nicht, gucken, dass sie es aus Frankreich kriegen, weil das, sagen wir 10, 15 € Preis für das, dass man dann halt selber das Porto bezahlt hat, dass man sich aus Frankreich importieren gelassen hat, das ist ja schon okay, aber dann auf die doppelte Preis hochschraube, das finde ich ein bisschen... Schnapp dir übrigens das Samurai-Schwert, sehr zu empfehlen, merke ich gerade. Naja, ich glaube, ich hab's vorhin vergessen. Ich wollte dich nicht unterbrechen. Ja, und wollen wir gleich noch über Battlestar Galactica reden, wenn wir schon bei Caprica sind. Also, Battlestar Galactica war eine geile Serie, ich fand sie bloß, am Schluss hat man gemerkt... am Schluss hätten sie den Hitler rausgelost, also... War arg verkürzt. Komm her, du Fat Princess. Ja, du kannst nicht wirklich, wenn ich weiß. Ja, ich weiß nicht, ob sie die Serie endlose gemisst hätten oder irgendwas, aber der Schluss war halt sehr rapide und alles irgendwie sehr schnell abgehandelt. An dem das Starbuck dann irgendwie doch ein Engel war am Schluss und ich glaube, die hätten... Jetzt ist es voll gespoilert. Das ist mir scheißegal. Aber die hätten es gleich bis zum Schluss selber gewusst, was mit der dann noch ausstellen soll. Was machen wir jetzt? Ich glaube, die hätten sie noch am Ich glaube, die ist tot. Lass mal fahren. Okay. Ich glaube, am Schluss hätten sie nicht gewusst, ob sie aus ihr Annie von der letzten 5 machen sollen oder nicht. Die Final Five. Ja. Würde ich übrigens auch auf Englisch gucken, weil sie so schön Frag sagen. Was sie in der alten Serie auch schon gemacht haben. Habe ich gehört. Weil ich habe die alte nicht gesehen. Die aus. Ich habe erstmal ein bisschen neu geguckt. Kann man sich auf YouTube, glaube ich, angucken? Ja, kann man. Level up! Du hast ja auch einen Film gegeben, aber der Film, oder 2 Kinofilme hat es gegeben.
Aber das waren bloß so Zusammenschneidungen aus Serieninhalte. Das finde ich dann also mal ein bisschen enttäuschend. Ich fand auch so bei der Komplettbox waren ja auch nochmal Razer dabei und so weiter. Diese Filme, wo es dann noch zu der neuen Serie gegeben hat. Ja, ja. Zum größten Teil war das ja auch nichts Neues. Und 8 Szenen benutzt oder Sachen benutzt aus der Serie. Und das muss man meiner Ansicht nicht unbedingt dann noch einen Film drehen, um dann noch... Scheiß Filmindustrie! Scheiße! Alles Mafias. So. Übrigens könnt ihr uns auch gerne mal so Links schicken zu Trailer oder zu, was weiß ich, andere Filmreviews von Filmen oder sowas. Wenn ihr das geil findet. Die muss man kaputt machen, ne? Die brennende Wichser. Ja. Ah, scheiße. Alter! Muss ich Sache werfen. Ah, ich muss durch. Du musst gar nichts machen, die sterben von allein irgendwann, sehe ich gerade. Echt? Sieht so aus. Alter! Verfickt. Okay, also. Ah! Wir kommen gut durch, also die Schwerter hier sind echt Gold. Ach, jetzt müssen wir den... Genau, ach, die müssen wir gar nicht gleich ganz platt machen. Ja, aber irgendwas gibt's, wenn wir es schaffen. Fuck. Nice. Oh, sehr gut. Ich hätte doch schon längst eine bionische Anleitung. Ja, dann können wir uns holen, wenn wir mit dem Level fertig sind. Fuck. Was ist denn da los? So bin ich verreckt, genau. Weil die schießen mit Feuer. XY, was macht die dann? Ah. Also wie gesagt, wir gucken also mal gerne noch Filme, die nicht so bekannt sind. Wo wir dann unsere Reviews machen oder unsere Couch Critics. Wir müssten mal Porno-Couch-Critics machen, wo wir die Pornoszene rausschneiden. Also, wo man halt nicht viel sieht. Und nur über die Storyline von deiner Filme. Ja. Das wär sick. 2 Girls, 1 Cup. Oh ja. Da können wir halt nichts zeigen. Können wir unsere Reaktionen wir machen eine Reaction-Video. Genau, und dann lachen wir einfach. Geil. Das wäre aber echt mal eine Idee, Reaction-Video. Genau. Oder wir weinen einfach. Couch Critics Reaction zu 2 Girls, 1 Cup. Ja. Nice. Ja. Titus ist ja eher 1 Girl, 1000 Cups. Ah. Und da hochkommen. Jetzt schon tot? Die ist erst tot, wenn sie singt, die Fat Lady. Fat Mom. Alter Vater! Das ist halt die Macht des Schwertes. Los, mal dein Ding übergeworfen. Ich hab mal. Hey! Ich hab ein Loch neu geschmissen. Jetzt hab ich's wieder. Du musst aufpassen mit dem Loch da. Fuck. Aha. Das ist Base. Ich habe halt nochmal einen Trailer zum Hobbit auch geguckt. Man hat eigentlich so direkt wieder so ein bisschen das Herr der Ringe Feeling. Ich muss aber sagen, 3 Bände klingen ein bisschen asozial. Ja gut, wenn man den Hobbit gelesen hat, das ist ja ein Bruchteil von dem umfangmäßig, was der Ah, Herr der da Ringe ist ein war. Shop. Komm nein. Was der Herr der Ringe war. Oder ist es einfach nur Bonus? Ah, Bonus, das Stage Shop. Ey, ihr scheiß Schweine, weg sind sie.
Ja, aber du hast ihm erzählt, er nimmt irgendwie noch Zwischenbände, ne? Also nicht nur der kleine Hobbit, sondern auch ergänzende Werke. Hast du das nicht erzählt? Habe ich das erzählt? Ja. Kann sein, dass ich das erzählt habe. Ja. Lass wir uns Eva mal überraschen. Ciao Mama, hatte Frauenarzt gesagt, komm her! Nur er ist Saugret. Was mich viel brennender interessiert, ist, wann der Nerd endlich seinen Film rausbringt. Oh ja. Ah, so weit sind wir das letzte Mal gerade gekommen, ist sehr gut. Oh. Sorry, ich muss Bramoniese. Ich hab doch gerade geschlagen. Da was trinken. Okay. Und gerade die Zeitüberhaltung. Da habe ich heute einen Fake-Trailer zu Zurück in die Zukunft 4 gesehen, das war doch nur ein Werbespot. Verrückt die Filmwelt, verrückt. Können wir jetzt, danke. Ja. Ah, ich hab vergessen weiterzuschlagen. Du musst zuerst irgendwie wegboxen, damit du mich retten kannst. Ja, und jetzt schnell. Jawohl, danke. Ja. Brrr. Schnell das Schwert, jawohl. Nimm dir das andere. Also ohne Schwert wäre das nicht machbar oder sehr schwer machbar. Geht übrigens auch was? Was geht noch links oder was? Ne, geht noch links. Oh, okay, geht doch noch links. Da geht's noch weiter, ne? Ich kann jedenfalls nicht zurück. Gut. Doch, ich kann zurück. Das war dann wahrscheinlich limitiert, weil du... Limitierte Auflage. Genau. Ah, du Schredder! Die Schredder sind... Ach. Ich schlag auf ihn drauf und der Auge zündet. Ja, der So, hat gerade Bruder, einen Feuerball geht's. gemacht, glaube ich. Ach, gerade in der Sekunde oder was? Ja. Batz! Wichser. Bist du dort? Ja. Ich sterbe als nächstes übrigens. So. Ah ja. Jetzt übrigens. Hallo. Aber wir kommen nur da wieder raus, ne? Ja, ja, wir haben noch Continues. Okay. Oh, ja. So. Das ist ziemlich eng hier. Ja. Und diesmal ist eng kein dehnbarer Begriff hier. Ne, diesmal nicht. Die Fettsau auf die Schredder. Fett. Ach, scheiße. Ah! Sehr gut. Nimm du sie, du blinkst. Stirb! So, schnell, Gegner. Hopp. Fuck it! Handtasche! Ja, du guckst derzeit Lost. Wie findest du Lost? Du hast dir schon mal fertig geguckt. Ja, Okay, das Ende am besten nicht verraten, für Leute, die es noch nicht gesehen. so wie vorhin bei. Lost, also ich muss dazu sagen, ich wollte Lost, wo es rausgekommen ist, eigentlich nie gucken, weil ich habe mir gedacht, jo, Robinson Crusoe Story wieder aufgebauscht. Interessiert mich jetzt nicht so arg. Aber wo ich dann auch gefangen habe, also meine Verlobte, die ich hier ganz herzlich grüße. Hallo. Die hat mich dann da so ein bisschen näher gebracht und hat mir mal so jetzt 2 Folgen gezeigt und dann war ich eigentlich so wirklich in Lost Fever drin. Klar gibt es in jeder Serie Enttäuschungen oder Fragen, die halt offen bleiben, bei Lost ist das auch nicht anders. Ich wundere mich gerade, warum wir nicht weiterkommen. Stimmt, Sorry. der kommt halt weiter. Also ich fand es auf jeden Fall gleich zu Müssen wir doch Serien- alle kaputt machen, kann das sein? Dann wir können auch nicht mehr zurück. Also ich fand die Serie gut so. Im Vergleich zu anderen, ja. Muss man da irgendwas damit machen?
bezweifel's. Okay, Leute, wir haben ein Problem. Ah. Return to Map. Okay. Wir können vielleicht mal in die Gas gehen und uns... Wir müssten wieder von Anfang an anfangen mit dem Level. Ich würde vorschlagen, wir sagen Danke fürs Zuschauen.